Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und hey, ich habe es letztes Mal nicht einmal gesagt, es ist die 48. Episode und das ist sage und schreibe die 49. Episode. Heftig. Bald haben wir das halbe 100 voll. Heftig, Mann. Geil. Geil. Schon krass. Ja. Krass. Ist schon, wenn du das ein bisschen wirken lässt, so. 50 Mal alle 2 Wochen habe ich deine Fresse Egal. da, ja, voll. Ja, das stimmt. Hey. Aber ist geil, ja, ist cool. Wer hätte das gedacht? Ja, mir sicher nicht. Nein. Also zumindest nicht in dem Ausmaß. Nein, auch nicht, dass wir es 50 Mal machen. Hätte ich auch nicht gedacht. Nein, Hätte das auch habe nicht ich, gedacht. Also, das habe ich mir nicht geträumt. nein, absolut. Ich habe auch gar keine Gedanken gehabt, wie das ankommt, wie das überhaupt zu laufen kommt. Aber jetzt, so wie es jetzt momentan ist es eben. Das ist geil. Eben, Bei der darum hocken wir 100. auch mal 2 Wochen Party, da. haben wir gesagt. Wie? Bei der 100. machen wir eine Party. Und jetzt bleiben wir noch beim wunderbaren Bier, Oli. Ja, das ist schön. Vor allem bei dem Wetter. Abartig. Jetzt so dem Weekend, wo war, am Osterweekend, super gewesen. Ja, heute ist ja mehr Sommer. Cheers, Oli. Aber weißt du, was bräuchten wir mal so Getränke halt, dass wir nicht immer so führen müssen, so ums Mikrofon rum. Ja, für den ich kann mal Tisch. schauen, ob ich etwas drucken kann, also für den das Sonedion 3D-Drucker. Stimmt, ja, da könnt ihr vielleicht mal etwas drucken. Yes. Ja? Dann würde ich sagen, wir starten mit der ersten Rubrik. Rückblick, Ausblick und Vorstellen von dieser Folge. Ich habe es letztes Mal geschmeidiger auch nicht gebracht. Das stimmt. Aber ich hatte dich vielleicht auch nicht, so- also mich trotzdem als nicht so in Bedrängnis gebracht mit dem Knopf. Ja, letztes Jahr schon gedrückt so, oh nein! Genau. Yes. Hey, Rückblickend, ich glaube, es gibt nicht etwas, wo wir müssten reagieren. Die Challenges sind reingekommen neu, die werden wir Genau. später behandeln. und schauen mal noch in den Kommentaren von der letzten Folge. Der Lukas Brücker hat noch eine coole Doku zu den PFAS, zu den Ewigkeitschemikalien, wo ich ja so einen profimäßigen Eindruck abgegeben habe. Ja, schaut doch die mal geschwind. Ist sicher sehr spannend. Ich habe es auch noch vor mir. Aber wenn der Podcast rauskommt, habe ich es sicher gesehen. Genau. Sonst habe ich eigentlich auch nichts mehr als Rückblick. Wenn wir irgendetwas vergessen hätten, tut uns leid. Absolut. Aber ich glaube, wir haben nichts vergessen. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch auf Insta haben wir nicht so Kommentare gehabt, wo irgendwie... Nein, aber ich muss sagen, unsere Bilder kommen anscheinend recht gut an. Also, Ja, so viele Klicks auf Bilder haben wir eigentlich nie gehabt. Ja. Aber Also, also, ja. ja, KI hilft, Ja. das darf man ja schon sagen. Ja, aber sie sehen schon geil aus. Hat so richtig mystisch ausgesehen. Ja, also man muss ja auch noch richtig eingeben, dass das passiert. Ja, klar. Aber wir haben ja Zeit, oder? Ja. Oli, weißt du, wir machen ja nichts. Genau, ich meine, es ist nichts anderes. Genau, so. wir werden ja zahlt von dem Podcast. Ja, richtig. Gut. Hey, Vorstellen vom Podcast. Ja, heute haben wir uns wieder ein bisschen ins Zeug gelegt. Yes. Wir haben mal ein Thema rausgesucht, Heute wo werden wir... wir fast ein bisschen wissenschaftlich. Ja, kann man so sagen, ja. Ja. Oh, jetzt wird er schon rot. Oh, weil jetzt sie ist es so gut scheiße. Habe ich mich Ja. so, wie gut hast du dich vorbereitet in dem Fall? Ja, aber ich glaube, es ist sicher ein Thema, wo jeder Fischer sich mal damit muss auseinandersetzen muss. Absolut, ja. Absolut. Sagen wir es Oder schon? nicht. Ja, können wir machen, ja. Also es ja. geht um ja, Schonzeit ja. und Leichtzeiten von Genau. der Fisch. Also vor allem Von der- von der Fisch, gell? Es ist Ja. wichtig, da zu differenzieren. Wir reden hier nicht über Karpfen oder über Schleien, sondern wir gehen, wenn, dann konkret auf die Raubfische. Richtig, Also ja. auf Egli und Hecht. Ja, ich habe und noch ein Forellen Weissfisch nehmen wir genommen noch und mit. Genau, Wels, ja, genau, Fels habe ich genau. glaube auch noch etwas. Eben, ein Weissfisch nehmen wir noch mit, Forellen. Okay, gut. Forellen ist auch noch Raubfisch, Nico. Kommst wieder aufs Ist okay. Dach über. Ja, ich weiss. Ja, aber ich provoziere es auch gerne. Nein, das sind echt so ein bisschen die, ja. Also ich habe mich jetzt für die Weissfische an und für sich nicht vorbereitet. Nein, das Forellen habe ich auch auch noch nicht ein gemacht. bisschen, Das- aber ganz am Rande. Also weil ich kenne mich wirklich zu wenig aus mit dem Fischen. Ja, und es wäre ja komisch, wenn wir über Fisch würden reden, wo wir beide nicht befischen. Ja, genau. Eben auch Felchen, muss ich sagen, ja, machen viel, glaube ich, da in der Ja. Schweiz bei uns. Hey, anscheinend ja. Wir aber eher weniger. Ja, Eben, ich bin genau. das erste Mal dieses Jahr Felchen fischen. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf meine Woche und deine Woche. Bei dir steht ja kein Befehl bei deiner Woche. Ja, ich kann es auch nicht Soll ich mal anfangen? Ja, fang doch an. Also, ich habe 2 erfreuliche Nachrichten und 1 schlechte Nachricht. Okay. Welche willst du zuerst hören? Ja, dann fangst du mit der schlechten an. Wie lange kommen 2 gute? Ich habe nichts gefangen. Nein, also, es ist ja so. Also, das war wirklich nicht schlecht gewesen. Es ist Also wirklich? Ja, definitiv. Ich bin fischen.
diese Woche. Ich bin auf der Züsi mit dem Bötli und wir sind Ägli fischen. Wir haben gedacht, wir können so pre-spawn, können wir es noch verwutschen. Ja. Aber wir sind leider noch zu früh gewesen. Die Wassertemperatur war irgendwo bei 6,5 Grad gewesen. Aber gerade ist schon noch kalt. Mittlerweile ist es wärmer. Und wenn ihr den Podcast gehört habt, bin ich auch schon wieder retour vom Fischen. Hier haben wir einen Biss gehabt, etwa so auf 11 Meter. Mhm. Circa vielleicht 12 Meter, so, wo wir uns bewegt haben. Der ist aber nicht hängen geblieben. Einfach gezuppelt, ist ein bisschen Bremse und ist dann wieder ausgehängt. Ja. Schade. Aber es hat brutal viele Felchenfische gehabt. Aber, Ja, das ist die perfekte Zeit. die stehen alle so mit dem Wetter, ja. plus minus 16 Meter aktuell. Aber es ist geil, mit dem E-Motor es ist so genial im Fall, mit dem Bugmotor. Wirklich einfach geschwind, du kannst einen Spot-Jog machen, weißt du, versetzt 1,5 Meter oder etwas, dass du vorne gehst, du kannst Drift machen, kannst sagen, ich steuere den Punkt an und schaust auf dem Scope, wo sind die Schwärme, oder? Es ist bombastisch, es ist wirklich sehr, sehr nice. Das glaube ich, ja. Ja, und jetzt gehe ich dann wieder, genau. Und dann habe ich noch einen Anhänger verkauft. Ich habe meinen Bootsanhänger verkauft. Also der vom alten Boot? Der, den ich neu gemacht habe, den ich aufbereitet habe, ja. Genau. Der geht jetzt auf Dübendorf. Dubai. Und wird abgeholt, ja. Okay. Und haben wir aber bereits schon wieder einen neuen gekauft, den ich dann noch holen in Spiez. Herrlich. Okay, gut. Ich finde dort überall lachen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das, halt eben das lange Osterweekend, wo sehr, sehr, sehr viel Programm war, aber ein angenehmes Programm. Oli, und ich sage dir eins, da kannst du dich so drauf freuen mit deinem Kind. Wenn dein Kind in einem gewissen Alter ist und alle anderen rundum haben auch Kinder und die sind vielleicht ein bisschen älter, dann kannst du dein Kind einfach schicken. Und ich sage das, ich habe das Osterwochenende so genossen wie schon lange. Also ja, das glaube ich, ja. So geil. Am Freitagabend bei Kollegen, die haben 3 Kinder. Unser ist der Jüngste und das einfach es sind 8 Kinder tätig. Es hat einen Kindertisch zum Essen, die Erwachsenen haben an einem Tisch essen, es hat Spiessbraten gegeben, wunderbar vom Grill, weißt, extrem schön, lang drauf, butterzart, geil mariniert. Hey, die Kinder haben fertig gegessen, wir haben einfach hocken bleiben, die Kinder sind Hände waschen und sind einfach wieder spielen. Und das Geile ist, weil er ja sich nicht eingesteht, dass er irgendwann müde ist, zieht er voller Hahn durch und geht nachher so nicht tot ins Bett, oder? Es ist der blanke Mann. Also wir sind auch jetzt allzu spät. Wir sind schon später. Am Schluss ist er um 11 Uhr ins Nest. Das ist schon spät. Ja, das ist spät fürs Kind. In der Regel geht er um 8 Uhr unter bei uns. Okay, gut. 8, halb 9. Ja. Aber also sehr, sehr nice. Und dann am Samstag haben wir noch Geburtstag nachgeholt von ihm. Oh ja, alles Gute. Ja, ich sag's ihm dann. Und auch dort wieder, gell? Es sind natürlich Leute, die mit Kindern, oder? Letztes Mal habe ich eine gute Frage gehört. Bei einem Kindergeburtstag von deinem Kind, für wer lädst du die Leute ein? Für dich oder fürs Kind? Ist noch eine berechtigte Frage, oder? Ja, ist noch eine berechtigte Frage, ja. Ist noch krass, ja. Es gibt so eine Mischung, aber ich bin mir erst so richtig bewusst worden, als ich gefragt worden bin. Sagen, ja, gell, wir haben jetzt erst einen Geburtstag feiern und dort ist halt einfach Family First. Der Rest ist wie so. Ich glaube, bei uns werden auch alle Kollegen gerne kommen, weil sie halt mein Kind gerne haben. Aber irgendwann musst du sagen. Ja, das Kind kommt nichts davon mit. Richtig, ja. Und wenn es so überhäuft, also ich habe es bei uns jetzt gesehen, wenn es überhäuft wird mit Geschenken, es reißt einfach nur noch auf, ja. leitet es auf die Seite, will es das nächste aufmachen, leitet es auf die Seite. Weißt du, er schaut es gar nicht mehr an. Und das ist dann auch schade. Aber es ist geil, wieder sensationell gewesen, gell? Ich habe schön grilliert, die Kinder sind am Spielen gewesen, nachher reingehockt, gegessen, die Kinder fertig gegessen, jetzt wieder spielen und das ist einfach chillen, ein Bier aufmachen, es einfach geniessen. Oli, es wird besser. Das Gleiche mit dem Geschenk finde ich mit diesen scheiß Osternestchen, wo jeder Geld ausgibt. Ja. Viel Geld ausgibt, die scheiß Schoki, die du nicht magst essen. Ich habe nicht gerne Schoki. Also ich kann nicht mal. Okay. Also nicht. Ja, so das Schoki-Eile isse ich schon mal, aber das langt dann auch wieder für den Tag. Ja. So, und ich verstehe das nicht. Ich sage allen die gesagt haben, ja, kann man das Nestchen machen mit Schoki? Da hat gesagt, gib mir gescheiter das Geld, ich tue es ihr auf das Konto. Hat sie viel mehr davon später. Also weißt du, so, das finde ich schon noch. Es ist so, ja, es ist so. Das verstehe ich nicht ganz so, dass man das so... Ja, ich finde es noch schön, wenn das Kind suchen können. Ja, das haben wir auch gemacht so. Wir haben 2 Nestchen gemacht, die haben wir versteckt, die hat sich nicht suchen. Ja, so. Ja. Aber wieso möchtet ihr dann Nestchen? Wieso lasst ihr dann die Nestchen nicht schenken und geht euch das Geld am besten aufs Konto? Gut, das hat seinen Weg früher. Weil ich weiss, was sie gerne hätte als Geschenk. Das stimmt. Und bei mir hat es noch kein Schoki drin. Gibt es Geschenke bei euch Ostern? Ja, eins. Also und das andere ist so ein Seifenblasen. Also ich meine, ein Seifenblasen, so das Ding. Ja, sie hat eine Scheißfreude an der Seifenblasen. Ja, nein, ist okay, alles gut. Also einfach so, ja. Haben wir uns auch lange damit auseinandergesetzt, wie wollen wir das machen. Wir haben es zum Beispiel jetzt auch am Karfreitag gemacht, weil ich in der Kindheit das immer am Ostersonntag bekommen. Ja. Und irgendwie habe ich gedacht,
Ich finde das voll doof. Du hast ein langes Wochenende, kommst etwas Geiles am Sonntag über, kannst du am Montag damit spielen, nachher musst du wieder in die Schule, den Kinski, was auch immer. Und dann hast du es wieder nicht. Und dann hast dann, wieso, hey, kommst du doch anfangs diesen langen Tag über und dann kannst du auch das ganze Wochenende damit spielen. Das ist eine gute Idee, ja. Ja, das war so mein Gedanke gewesen. Und dann haben wir gefunden, was machen wir jetzt mal? Du warst das erste Ostern gewesen. Ja. Wir haben immer gesagt, Ostern gibt es keine Geschenke. Ich habe Kollegen, die haben Ostern Geschenke bekommen, fast wie an Weihnachten. Es muss ein Maß sein. Ja. Aber weißt du, dann ist mal ein neues Velo gekommen, dann ist ein Tropti gekommen, so Sachen, wo ich dann muss sagen, hey, irgendwie, wow, finde ich noch heavy, weißt du? Also, eben, ja, wer halt dann, kann, aber Ostern ist ja nicht irgendwie da zum Beschenken, sondern es ist ja mit dem Osterhase, wie wir das feiern, oder? Wir feiern ja auch nicht das Katholische in dem Sinn mit der Auferstehung und so, sondern es ist ja mehr mit dem Osterhase. Darum haben wir eigentlich alle frei da in lieber Schweiz. Richtig. Ausser Tessiner. Die Katholiken, die haben also Tessiner haben am Freitag ist normal Arbeitstag, gell? Samstag. Am Freitag nur Ostersonntag und Montag ist zu. Ja, musst du auch am Freitag tragen? An was? An die Ostern. Weil ich hatte das lange müssen, den Ostermontag, und ich lange frei nehmen, obwohl alles zu hat. Das ist schon 4. Ja, aber es ist kein eidgenössischer. Ah ja? Ja. Noch nie es gibt zwei deren. Einer ist Ostern und der andere bin ich mir eben nicht ganz sicher, ob es Pfingsten echt ist. Wirklich? Aber ist das nicht da im Kanton Aargau? Oder? Ich habe ja sonst immer genug gefeiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. Aber eben da haben wir auch gesagt mit den Geschenken, das ist... Ja. Wenn es etwas gibt, gibt es etwas, aber von uns ist es jetzt nicht irgendwie so, dass wir etwas Post reinpacken. Nein, bei uns ist es auch so geil, wir haben etwas gewusst, was sie gerne hätten. Dann ist es so, das ist gerade naheliegend. Genau. Kannst du sagen, kommst du einfach so über. Absolut. Und bei uns ist es naheliegend mit dem Geburtstag. Also stimmt, eben, ich habe ja noch das drin. Ist ja geil, oder? Genau. Ja, das wäre es dann eigentlich mit meiner Woche. Hey, bei mir auch ist nicht, und was auf mal viel los ist auch wieder beim Arbeiten. Osterwochenende sind wir ins Tessin gefahren. Nein, alle, die mich fragen, ich stehe nie im Stau, weil der Oli weiss, wenn er muss fahren muss, dass er nicht im Stau steht. Und wir haben natürlich eine Ferienwohnung, wir sind wie ungezwungen, wir müssen nicht auf einer Zeit, wo wir Campingplatz genau irgendwo stehen. Wenn du eine Ferienwohnung hast, kannst du fahren, wenn du willst. Und ich fahre in der Nacht. Da schläft das Kind hinein, du hast deinen Frieden, musst nicht anstehen. Ich muss sagen, ich stehe nicht gerne im Stau. Ich will fahren. Ich finde es eigentlich noch okay, so im Stau von Gotthard, das stört mich jetzt. Stört mich jetzt nicht groß, solange es nicht brütende Hitze ist. Ja. Aber sonst habe ich eigentlich... Wirklich? Nein, das mache ich gar nicht gerne. Entspannt. Hör auf, weil ich weiss genau, ich gehe in die Ferien und dann kann ich eigentlich Podcasts oder Hörbücher lesen. Ja, das stimmt. Das mache ich auch gerne. Podcast hören muss ich auch immer. Hey, dann bin ich natürlich, wenn ich im Tessin bin, dann bin ich fischen. Ich habe das Tessin etwas gelöst, genau. Ich bin nicht so lange gewesen, 4 Stunden bin ich schlussendlich gewesen. Es ist wirklich... ich habe mir ein bisschen zu Herzen genommen, wirklich Fokus war Familie. Ich habe mir einfach mal gesagt, hey, 4 Stunden muss ich, wenn ich da bin, muss ich 4 Stunden gehen. Und ich bin bei mir in der Nähe, jetzt so einen Bach, wo ich noch nie war, und habe gesagt, hey komm, ich mache mal dort mal einen neuen Streckenabschnitt. Nach den ersten 5 Minuten hat es geklappt, hat es eine schöne Forelle gegeben, nichts für den Teller, die schwimmt wieder, aber nachher den ganzen Tag nicht mehr. Und dann habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, eben ist der falsche Abschnitt gewesen, das Wetter, eben, das nachher raufgegangen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du auch nicht mehr, weißt du, so, es ist einmal gesehen, sie unter einem Stein führen schwimmen, auch wenn sie noch kleine sind im Tessin und irgendwo reinlaufst und schwimmen sie davon und so. Ja. Aber du hast nachher nichts mehr gesehen, das habe ich mega krass gefunden. Das war ein grosser Gumpen gewesen, und die Steckstand dann nachher ist nichts mehr gekommen. Ja. Das war schon noch krass gewesen. Nachher eben die nächsten, was habe ich noch? 1,5 Stunden, nichts mehr gehabt. Das ist krass, nicht mal ein Biss. Aber ey, entschneidert. Ich hatte auch Blue Percy dabei gehabt, zum ersten Mal. Zum Wischen, richtig krasse Route. Ich habe es auch schon mal Robin gesagt, die lässt sich so geil auf, also um die kleinen Köder einfach können irgendwo reintonnern von Distanz, die lässt sich so geil auf. Und Bisserkennung ist krass. Also bin sehr überzeugt von dieser Route. Ich habe ja schon Blue Lightning von Toppis. Ja. Stimmt, ist schon wieder Toppis. Und ich habe gedacht, hey nein, Toppis-Route, die sind einfach top. Ja. Also... Ja. Sehr muss ich sagen, mega. Mir kommt jetzt gerade noch etwas in den Sinn, apropos Route. Ich habe es noch vergessen, ich bin meine Routen am Lackieren. Meine Ringe. Die musst du ja bald fertig haben. Noch 2-mal lackieren und dann habe ich es. Okay. Dann lassen wir sie lang trocknen und dann ist es das gewesen, ja. Und sie sehen voll richtig geil aus. Ja, bin nachher gespannt, wenn sie dann hast. Gibt dann sicher ein Foto für die Story. Oder definitiv, ja. Ich mache auch schon so ein Video noch, so einen Zusammenschnitt über den Steg, weißt du, geil, ja. Mit dem Springer suchen, mit dem ersten Binden, Griff machen, etc. Also, ja. Ich habe einfach mal alles gefüttert, so muss ich sagen. Ja, das wäre eigentlich bei mir so ein bisschen gewesen. Eben, Osterwochenende war mehr Familie, die Brüder waren auch noch unten, haben wir uns noch getroffen. Es ist mehr so ein bisschen gemütlich Wetter geniessen. Unten ist mehr, sagen wir, wärmer gewesen wie da. Du nehmen sicher
haben wir so 3-24 Grad gehabt, das wir jetzt da haben. Ja. Darum war es richtig geil gewesen. Und hauptsächlich fischen, oder? Richtig, hey, das habe ich auch schon gemerkt. So, nur schon, wenn du die 4 Stunden draußen bist du einfach wieder allein in der Natur, absolut. Du hörst die Vögel, du schnaufst die Luft ein, gehst allein wieder durch das Wasser. Du hast einfach so. Ach, es ist wirklich so, ich habe es wirklich anders genossen als auch schon, muss ich sagen. Was ich mega schade finde, ist, dass die Zeit dann so schnell umgeht. Ja. Das finde ich brutal schade. Ich finde es so geil, wenn ich auf dem Bötli bin, oder einfach jetzt am Morgen, wo ich war, jetzt am Samstag, Karfreitag, hey, du bist raus und dann schaust du mal um 7 Uhr dort, 7:30 oder so eingewassert dann schlussendlich. Und dann schaust du mal auf die Uhr und dann siehst du, es ist 9 Uhr und dann weißt du genau, geil, man, ich habe noch fette 3 Stunden zum Fischen. Ey. Schaust du mal auf die Uhr 10 Uhr, so geil, ich habe noch 2 Stunden, bis ich auswassern muss. Und das finde ich eben schon geil. Ja. Viel geiler, als wenn du auf die Uhr schaust und denkst, oh shit, jetzt ist schon 11 Uhr. Nein, nur noch eine Stunde, ich habe irgendwie mega viel verpasst. Das finde ich mega schade, weißt du? Ja. Nein, bei mir ist schon eher, dass die Zeit schnell geht, dass du denkst, was das finde ich mega schade, ja. Ist bei mir in der Regel auch so. Das Mal ist es eben nicht so, okay. Ich habe es so genossen. Ja, einfach das Geniessen, das ist schon, das Mal habe ich wirklich bewusst einfach auch mal genossen. Nicht nur fischen, doch auch gefischt, aber mal so ein bisschen rundum geschaut. Ich meine, Tessin, du bist in einem Bach, du bist allein. Kein Mensch steht, Natur, Bäume. Und du hörst auch hure viel. Ja. Ich glaube, ich habe mega viele Tiere einfach so im Unterbusch oder so gehört. Ja. Das ist schon cool. Das ist schon nice, ja. Unser Hobby ist einfach schön. Es ist wirklich, Ey, das wäre es mit meiner Woche. Ich würde sagen, nächste Rubrik Infos aus der Szene. Oh, der Linus hat noch geschrieben. Ja, perfekt, das brauchen wir nachher. Gut, gehen wir nachher darauf zu. Hey, Infos aus der Szene. Ich habe gehört, dass Toppis World Predator League sponsert. Und zwar ein Preispaket für den grössten Egli von Tag 1, für den grössten Egli von Tag 2 und für den grössten Egli von Tag 3. Topper. Warte. Toppis! Nein, da. Ja. Welches ist die World Predator League? Das ist ein holländisches Turnier. Okay. Mich auf. Ja. Hängt mich auf. Ich habe es noch geschwind beim Durchscrollen gesehen, wie sie da fett Werbung gemacht haben und habe gedacht, oh wow, Toppis, sackstark. Okay. Ist cool. Cool. Mega, ja. Ja, die einen oder anderen News kommen vielleicht nachher noch in den Sinn. Ich habe natürlich klassischerweise nicht alle eingetragen, aber ich bin auch nicht so viel auf Social Media gewesen, muss ich gesagt sein. That's it? Okay. Ja. Dann, ich fange gerade mit dem grössten Drop von der News an. Mit dem 1. April-Drop. 1. April-Drop, Birger Domeyer. Birger Domeyer wechselt zu Neis. Vorher bei Fisch und Fang, oder ist er immer noch? Jahrelang. Das habe ich eben nicht mehr weiter nachgelesen. Ich glaube, es ist noch ein Statement rausgekommen, wie das noch ist, ob er noch Artikel für Fisch und Fang schreibt oder nicht. Okay. Vielleicht, also es ist sicher, ich glaube, er hat ein Statement dazu gemacht. Habe ich aber noch nicht gelesen. Ich habe nur das gesehen und zuerst habe ich gedacht, nein, ich habe noch den Podcast los von Hecht und Barsch, wo sie so ein bisschen angetönt haben. Und dann, sie haben schon dort gesagt, hey, suche in der obersten Liga. Ja. Und das naheliegendste, ich weiss jetzt nicht, ist das schon ein bisschen. Ich habe dann schon gedacht, es ist kein Scherz. Ich meine, ich habe nicht Hecht und Barsch auch so einen gebracht. Ja, oder Louis, glaube ich. Mit dem Louis, ja, den sie ihn übernommen haben, ja. Schlussendlich finde ich, zuerst gedacht, hure doof, aber es gibt am meisten Clickbait, weil die Leute meinen, es ist ein 1. April-Scherz. Ja, natürlich, es wird umgeschickt. Also Zeug und Sachen, es geht voll viral. Ich habe es auch bekommen, per WhatsApp hat er geschrieben, 1. April-Scherz. Hat zurückgeschrieben, ich glaube es nicht, weil eben H&B hat das ja auch so gemacht und hat dann darauf aber erst den Podcast gehört. Ich habe ihn erst später gehört. Und dann, was sie gesagt haben, eben, dass es einen Wechsel gibt in der obersten Liga, habe ich gedacht, ja gut, okay, dann ist es kein April-Scherz, dann ist es eine Tatsache, dass der Birger zu Neis geht, ja. Ist noch spannend. Hey, ich habe ihn nie so mit Neis in Verbindung gebracht. Eben, ja, gell? Ich habe das Gefühl, er passt auch nicht so super rein, rein schon von seinem Auftreten. Ja, nichts gegen ihn, auch nichts gegen Neis, so, weißt du, was das so geht? Überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich schaue, was habe ich jetzt einmal geschaut? Doch beim YPC oder so. Ist beim YPC war er. Und bei der One Lure Challenge. Genau, dort habe ich finde, wie er Sachen erklärt, mega gut. Macht er top, ja. Auch wie er fischt und so. Aber er ist jetzt mehr der die lange Route mit dem Korkgriff, also weißt du, so die Oldschool. Genau, eher ein Herbert-Ziereis. Ja, voll. Ja. Eher die Kategorie. Ja, eher das. Darum finde ich auch noch, also ich habe den Birger mit weißen Socken und weißen Sneakers an. Ja.
Ja, ich sehe ihn auch nicht so, aber du, was nicht ist, kann noch werden, gell? Ja. Vielleicht braucht es ja genau so jemanden, um halt die Marke nicht nur auf die Cracks, sage ich jetzt einmal, zu bringen, sondern auch so in die Allgemeinheit zu streuen. Und ich glaube, das ist ja das, was der Enrico so ein bisschen gesagt hat, oder? Ja. Mit den Swimbaits. Ja, wie bringst du so einen Köder raus? Wie funktioniert das, oder? Und da heißt es einfach, hey, geiles Marketing und auf die Allgemeinheit bringen. Oder? Das geile Marketing hat er, der Dustin, das gehauen oder gestochen, da musst du nicht drüber streiten. Und jetzt muss ich irgendwie auf die Allgemeinheit bringen, auf die breite Fischerschiene. Das stimmt, das wäre nochmal... Das ist halt mit dem Birger, mit dem Herbert würde es auch gehen, aber ich sehe den Herbert noch weniger als den Birger bei Neis. Ja gut, der ist jetzt gerade zu BFE, ja, oder? Aber auch den gesehen nicht, ehrlich gesagt. Aber du eben, schlussendlich, ich glaube, das wird so ein bisschen verallgemeinert und Stimmt, vielleicht ist es einfach eine andere Altersgruppe, die der Bürger anspricht. Vielleicht ist das Neis aus. Und halt nicht nur uns mit dem Baitcast, sondern halt auch der klassische Spinfischer, wo keine Ahnung, soll nicht abschätzend wirken, aber einfach halt auch vielleicht 50 ist und am Abend gerne mit dem Zäpfchen anhocken und vielleicht halt irgendwie einen alten Relax Copyto noch dran tut, an einem Chickkopf mit dem roten Haken, weißt du, so wirklich halt oldschool und was halt vielleicht auch so überbringen kann, dass auch der dann mal übertrieben gesagt ein Swimbait dran hängt, oder ein Spinnerbait, wo halt Köder muss einschrauben oder weiss ich was, oder irgendwie so etwas. Ich weiss es nicht, aber... Ich finde es mehr schade für ein YPC und so Format, dass jetzt halt viele bei Neis sind. Also jetzt eben der Dustin Fischer ja selber schon kein Turnier mehr. Ich habe ihn immer gern geschaut. Eben, da mag man darüber streiten. Aber jetzt haben wir... Der Freddy. Der Freddy, der dort ist. Wir haben... Der Bara. Genau, irgendwie so alle bekannten auch Turnierangler bist wie bei einer Marke. Ja. Und da finde ich auch, eben, das haben wir ja schon letztes Jahr diskutiert, wenn eine Marke mehrere Angler schickt, das finde ich auch ein bisschen langweilig. Ich finde es auch so ein bisschen, ja, es nimmt so ein bisschen die Breite von der Köder. Ja, voll, ja, genau, das wollte ich sagen. Aber du, we will see, mal schauen, wie sich das noch entwickelt, gell? Also, aber das wird schon gut kommen. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Transfer, ja. Nicht mit einem Wunder, für was er zuständig ist bei Neis. Dann am Freitag, also wenn ihr den Podcast hört, ist eigentlich bereits schon die erste Folge ausgestrahlt. Profiliga Barsch kommt, wo unter anderem der Johannes Gasser, kann ich glaube gesehen, mitfischt. Oh, wirklich? Ja. Okay. Sorry, die anderen habe ich nicht. Ich habe gesehen, dass der Johannes repostet. Der Birger wahrscheinlich auch. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja. Der ist ja so das Profiliga Urgestein, wenn man das so sagen. Dann habe ich gerade gesehen vom SFV, Fischotter ist wieder im Vormarsch bei uns in der Schweiz. Wird auch spannend, wie wir das dann politisch werden verfolgen oder auch bei den Fischern diskutiert wird, weil der ist, glaube ich, auch noch recht viel Fisch. Sagen sie, ja. Sagen sie. Ja, kann ich mir schon noch vorstellen, so ein Tier noch. Ja, ist ja nicht umsonst Fischotter, gell? Genau, ja. Ja. Ich wieder wundern, auch wie der Kormoran auf so ein Tier reagiert im Wasser, oder wo ihm auch Nahrung wegholen, sozusagen, vom Teller klauen. Ja. Apropos SFV noch kurz, wenn ich da schon dabei hänge. Das Buch, das du letztes Mal angesprochen hast, das von Stucki rausgekommen ist, das ist vom SFV, vom Berner Verband. Genau, also Spiro und Lino. Übrigens, das ist ja das, wo der Berner Kantonale Fischereiverband, der macht Fischer machen Schule. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Nein, der Daniel Ducre wird mal zu unserem Podcast kommen, das kann ich glaube mal liken da. Und wird darüber berichten, wie das so abläuft. Er hat mir das Konzept erklärt, mega cool. Ich will nicht zu viel darüber verraten oder darüber diskutieren, aber finde ich eine ganz coole Geschichte. Und für alle die irgendwie den Kind das Fischen näher bringen wollen, kaufen das Büchlein, es kostet 36,90, kommen zum Morelle Füssli über. Ich habe es auch gemacht. Ja, natürlich. Das hast du nicht gesagt? Ich habe es da, kannst es nachher schon anschauen, wenn du willst. Ja. Ich finde es mega, der Colin hat es mega gern. Ja. Das tun wir immer wieder anschauen. Es ist alles auf Berndeutsch. Wow. Ja, ist ein bisschen schwierig zum Lesen an mich. Aber also ich finde es mega cool. Es ist sehr gut beschrieben, wie du zu der Sana-Prüfung kommst und eigentlich mit einem Fischer wirst. Cool. Genau, so als Klammerbemerkung. Sorry. Jo, das wäre es eigentlich in meinen News. Ja, perfekt. Perfekt. Würde ich sagen, hey, wow, heute sind wir hure schnell. Ja, aber wir haben dafür ein grosses Thema. Wieder so eine Bombenüberleitung. Jawohl. Hey, jetzt bin ich aber gespannt wirklich zum Radio im Fall. Wie hast du bei der Einleitung gesagt? Nein, was hast du gesagt? In die Forschung gehen wir jetzt. Nein, in die Wissenschaft. In die Wissenschaft. Ja, genau. Genau. Ich habe vieles recherchiert, haben wir aber sehr wenig aufgeschrieben, haben aber auch noch selbstverständlich ChatGPT gefragt. Ganz klar.
einfach um die Informationen zusammenzutragen, ist sehr, sehr hilfreich. Wir dürfen nicht alles drin glauben. Ja, oh ja. Das ja, ist noch wichtig, weil es zieht sich ja die Informationen von dem, was es findet. Also von dort, was es findet, genau. Kannst du deine Punkte so in meine Oberthemen nicht tun? Sehr definitiv, gut. Ich habe so 8 Oberthemen gemacht und ich finde, es gibt einen roten Faden durch das Ganze durch. Perfekt. Du fängst an, ich hänge ein. Okay, also zuerst kommen wir ein bisschen zu den Grundlagen. Was ist überhaupt eine Schonzeit? Oder was soll das sein? Genau, die Schonzeit ist eine Zeit, wo eine Fischart über eine gewisse Zeit, und zu der Zeit kommen wir später noch, nicht gefangen werden darf. Warum? Weil er dann seinem Laichgeschäft nachgeht. Wichtig an dieser Stelle ist, dass Schonzeit und Laichzeit ist nicht dasselbe. Genau. Ist wichtig zu erwähnen. Willst du jetzt auch noch sagen, was dann das andere ist? Die Schonzeit ist die Zeit, wo der Zeit... Gut, nochmal. Die Schonzeit ist die Zeit, wo der Fisch braucht, um den Laich vorzubereiten, bis zum Laich ablecken. Und die Laichzeit ist die Zeit, wo der Fisch braucht, um den Laich ablecken. So, das ist eigentlich die verkürzte Zeit. Genau. Das heisst, in der Schonzeit wird der Fisch effektiv geschont und in der Laichzeit leicht der Fisch. Wenn wir ein Beispiel bringen, Schonzeit vor allem 1. Oktober, Ende Oktober. Moment, Schonzeit, ich habe das aufgeschrieben, 1. Schonzeit Oktober bis 31. Also Dezember. Genau. Ja, je nachdem. Ja, genau, also eben, das ist kantonal. Genau. Aber wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, das ist verdammt kurz. Komm, wir bleiben beim Hecht. Machen wir geschwind den Hecht. Der Hecht ist praktisch meistens in der Region. Hecht, Schonzeit ist vom 1. Februar bzw. Ende Januar bis 1. Mai. 1. Mai ist die Hechteröffnung wieder. Und die Laichzeit vom Hecht ist meistens im Februar bzw. März, April umeinander, so weil die Wassertemperaturen stimmen. Aber die Zeit vorher braucht einfach der Fisch, um sich ein Plätzchen zu suchen, um sich vorzubereiten, Laichbildung etc. Und dann während der Laichzeit kann er Laich ableichen. Genau, so, gut. Genau, was vielleicht eben da, wenn wir gerade bei den Fischen schon sind, können wir ja vielleicht sagen, alle außer die Forellen, also jetzt sagen wir eben Hecht, Zander, Egli und Wels, sind eher Frühlingsleicher. Oder Sommer, ja. Oder Sommer, genau. Und die Forelle ist dann eher so Herbst-Winterleicher. Ja, genau, richtig. Exakt. Jetzt haben wir ja Hecht schon gesagt, weil schon der Zander zur Schonzeit hat. Das ist auch eher unterschiedlich. Im Lauerzensee ist es anders wie bei uns zum Beispiel. Ja. Aber in der breiten Flächen, sage ich jetzt mal Mittellandsee, hat er in der Regel Schonzeit vom 1. Februar oder 1. März, je nachdem, bis im Juni rein. Also 1. Juni ist in der Regel wieder die Zandereröffnung. Ja, so habe ich es mir auch notiert. Ja. Ist aber auch da mega unterschiedlich. Genau. Dann beim Egli. Egli hat vielerorts keine Schonzeit. Was noch spannend ist, ja. Ja, weil es halt einfach so in Massen vorkommt, halt ein Schwarmfisch ist und ja, gut vertreten ist. Aber die Egli haben eine Laichzeit, das hat jeder Fisch. Und die Laichzeit vom Egli ist in der Regel April, Mai. Genau, ja. Bis im Juni rein, je nach Wassertemperatur, halt wie bei anderen Fischen auch, genau. Und vom Wels? Und vom Wels ist Mai, Juli. Mai bis Juli? Ja. Ja, okay. Also auch eher kürzere. Ja. Zeit, ist eigentlich schon spannend, ja. Ist mega spannend. Ja, der braucht halt sehr wahrscheinlich die wärmeren Temperaturen. Ja, genau. Und da sind wir auch schon wieder, da schon bei der ökologischen Bedeutung? Ja. Perfekt. Du darfst gerne starten, jetzt habe ich nämlich... ja, ich weiss jetzt genau, was du meinst mit der ökologischen Bedeutung, aber ich kenne die ökologischen Einflüsse. Ja, für die Laichzeiten, oder? Und das ist sehr unterschiedlich von der Fischart. Also wenn man denkt, wenn wir jetzt beim Hecht bleiben, hat ja der Hecht eine Schonzeit von, gehen wir jetzt auch davon aus, 1. Februar bis 1. Mai. Das heisst Februar, März, April, 3 Monate hat er Schonzeit. Von diesen 3 Monaten tut er aber nur in der Regel 2 Wochen laichen. Oder? Das heisst, beim Hecht ist es so, dass das Wasser im Januar kälter wird und wenn so die Wassertemperatur ca. unter 5 Grad geht, so 5 bis 8 Grad, dann fängt an, dann haben wir einen Temperaturabfall, der braucht der Fisch, der braucht jeder Fisch, braucht auch ein Egli, auch eine Forelle selbstverständlich, um die biologische Uhr können stellen und können sagen, hey, jetzt ist die Zeit, um den Laich vorzubereiten. Das heisst, der Fisch zieht sich eher zurück,
geht vielleicht noch auf Nahrungssuche, frisst aber bedeutend weniger. Das heisst, ein Hecht zum Beispiel im Winter frisst nur noch ca. einmal alle 30 Tage. Und das ist schon sehr, sehr wenig. Also für die gehen Hecht, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst ist es ein guter Tipp. Er frisst eigentlich nur noch einmal alle 30 Tage und zieht sich eigentlich dann so zurück und fängt an, den Laich in sich hinein vorzubereiten. Und wenn dann die Wassertemperatur wieder ansteigt, dann tut der Laich der fängt sich dann richtig an zu produzieren und ab ca. einer Wassertemperatur zwischen 6, 8, 10 Grad umeinander fängt der Hecht an, seinen Laich abzulegen. Und das geht dann circa, wenn die Wassertemperatur ca. eine Woche, 2 stabil ist, sind in der Regel die Hechte durch mit Leichen. So, und da lässt sich jetzt natürlich darüber streiten. Wenn ich heute raus schaue, dann haben wir 21 Grad bei uns, so als Richttemperatur. Wenn ich auf die nächste Woche schaue, dann haben wir die Temperatur auch, über nächste Woche vielleicht auch noch. Das heisst, wir sind bei Mitte April und der Hecht ist theoretisch gesehen durch mit Leichen. Ist der 1. Mai gerechtfertigt oder nicht? Aber das ist das Thema, das wir später noch dazu kommen. Genau. Ich will auch da noch anhängen, jetzt, du hast es gesagt, eben, du hast es jetzt schon in Frage gestellt. Ich finde einfach eben, jetzt haben wir noch die Regeln, darum auch zum Schutz vom Fisch halten es wirklich ein. Eben, man sagt, der Egli hat keine Schonzeit, genau. Man darf in der Regel befischen. Genau. Der Hecht am Zürichsee, ich weiß nicht, es ist immer noch keine, gell? Am Alpnacher See auch nicht. Genau, da könnte man theoretisch auf den Fisch fischen. Ich finde immer so ein bisschen, hey, lasst auch die ihrem Geschäft nachgehen. Richtig, ihr werdet ja nicht gerne gestört dabei. Richtig. Und dazu kommt aber noch, was ich sehr positiv werte, dass ein Fisch, der im Laich ist, beisst in der Regel nicht. Ausser er wird grausam genervt. Aber ich glaube, diese Geduld hat kein Fischer von uns, weil wir können ja nicht fischen wegen der Geduld, sondern wir können fischen, weil wir Fisch wollen. Und man sagt ja immer, wenn nichts beisst, geh weiter, mach Strecke. Und auch da, wenn nichts beisst, mach Strecke, geh weiter. Irgendwo findest du vielleicht schon einen Hecht, der nicht mehr oder noch nicht im Laich ist. Ist halt einfach auch sehr ein grosser Stress für den Fisch, wenn er im Laich ist und er kann den Laich verlieren. Das gibt es ja auch. Ein Hecht ist weniger gefördert als zum Beispiel ein Zander. Ein Zander ist ganz schlimm. Egli sind auch sehr sensibel. Und beim Egli ist es dann eigentlich so, das Egli kommt ja später, nach dem Hecht. Und dort muss die Temperatur zuerst mal so ein bisschen unter 10 oder 8 Grad Wassertemperatur fallen von der Oberfläche. Und dann fängt es auch langsam, dann gehen sie ins Tiefen rein, gehen irgendwo so auf 20 Meter, verkriechen sich dort ein bisschen, sind ungestört. Und bitte gehen die Egli nicht auf 20 Meter befischen. Bitte macht das nicht, weil ihr könnt jedes Egli, ob es ein 50er ist, ob es ein 5 cm Egli ist, könnt ihr runterknütteln, weil einfach die Schwimmblase vorkommt. Auch wenn die Schwimmblase nicht vorkommt, das Egli wird den Weg zurück nicht mehr schaffen. Auch wenn er langsam drillt, das bringt er nicht hin. Und beim Egli geht es nachher so weiter, dass das Egli so ab 10 bzw. 12 Grad umeinander ins Flache zieht und dann die Laichplätze aufsuchen. Darum ist es eher so ein bisschen April, Mai umeinander. Also so, ja, jetzt, wenn das Wasser wärmer wird, hat es auch den Zenit überschritten und hat den Temperatursturz gehabt, steigt jetzt wieder an und darauf geht ein Segel leichen. Jetzt hast du eigentlich schon eine perfekte Überleitung gemacht, so ein bisschen Regeln und, wie habe ich es aufgeschrieben, rechtliche Aspekte. Rechtliche Aspekte. Stimmt, wir werden wieder tadeln, wenn wir Hochdeutsch da reinreden. Rechtliche Aspekte. Hey, da bin ich aber sehr gespannt, Oli. Genau, ich habe noch schnell geschaut, was auch unser Gesetz dazu sagt. Ich will einfach noch mal schnell betonen, wie du jetzt gesagt hast, eben, es dient der Fortpflanzung. Also bitte respektiere das, darum haben wir auch die Regeln und den Schutz für den Fisch. Genau, es geht auch darum, dass wir die Sicherung von der Fischbestand gewährleisten, eben, dass es wieder Nachwuchs gibt. Klar, es geht wahrscheinlich, das wirst du nachher sagen, wie schnell so ein kleines Fischchen gross wird. Okay. Nicht? Gut. Nur weil du der Wissenschaftler von uns bist. Okay, es geht, glaube ich, auch einen Moment, bis der Fisch wächst. Darum, es ist mega wichtig, dass wir Nachwuchs haben, dass wir länger das Hobby auch machen können. Und vor allem, dass unsere Kinder auch mal mit einem 1,10 Meter, 20 Hecht können auf dem Foto stehen, oder? Richtig. Oder zumindest davon erzählen. Und ich habe gedacht, komm, ich schaue mal noch, was unser Bundesgesetz so sagt. Jetzt muss ich noch schnell meine Screenshots aufmachen, die ich da habe. Dann erzähle ich doch mal geschwind an dieser Stelle. Grundsätzlich ist es ja so, das ist mir noch wichtig, C&R ist in der Schweiz ja nicht erlaubt per se. Also das heisst, für alle die nicht wissen, was es bedeutet, hört bitte die Episode. Wir haben eine Episode gemacht über Catch and Release. Einfach da eins zum Wiederholen. Das gezielte Befischen von einer Fischart mit dem
wenn man die Fischart wieder will freilassen, das Gezielte wieder freilassen, und Fisch von einer Fischart ist in der Schweiz nicht erlaubt. Ihr dürft sie releasen, wenn sie zum Beispiel in der Laichzeit verwünscht, in der Schonzeit verwünscht oder das Schonmaß nicht hat etc. oder nicht der Zielfisch ist. So. Wenn ich jetzt ans Gewässer gehe Hecht fischen und Hecht ist Schonzeit, in der Zeit, wo der Hecht geschont wird, darf der ja nicht gefangen werden. Befischen dürfte ich ihn ja aber gleich. Das ist ja unser Bünzli-Gesetz, oder? Es muss ja alles genau so drinstehen, wie man es darf oder eben nicht. Jetzt ist es aber so, aufgrund davon, dass C&R, Catch and Release, nicht erlaubt ist, darf ich den ja auch nicht befischen. Weil, wenn ich ja mit der Absicht ans Wasser gehe, einen Hecht zu fangen, wenn ich gehe Hecht fischen, dann will ich einen Hecht haben, das ist meine Absicht. Und der aber in der Schonzeit ist, dann muss ich den wieder freilassen. Das heisst, zwungenermassen muss ich ja dann C&R machen und C&R ist nicht erlaubt. Oli? Gut. Was sagt das Bundesgesetz? Bundesgesetz, und das habe ich im Fall mega interessant gefunden. Ich habe gefunden, hey, da gibt es jetzt sicher eine Liste von Fisch, und zwar eine lange Liste. Ist nicht so. Wir haben genau im Bundesgesetz Forellen drin, wir haben den Seesaibling, Pfählchen und den Äsche drin. Und Uckelei. Also kein Hecht? Kein Hecht, nichts. Wow. Da ist angegeben, in welcher Woche dass es die Schonzeit ist. Aber es steht auch unten, dass der Anfang und das Ende von dieser Schonzeit jeweils Kantone festlegen. Es muss aber in dieser Periode sein, die wir vorhin erwähnt haben. Das habe ich ja interessant gefunden, dass so wenig Fische aufgeführt sind. Ich hätte jetzt gedacht, Hecht, Egli, Schleien, alle anderen Fische sind auch drin. Absolut. Ist gut, ist es Schonzeit oder ist es Laichzeit? Schonzeit. Spannend. Ja. Und dann steht auch noch weiter, in der weiteren Tabelle, ab welcher Größe man sie nehmen darf. Und da ist wichtig, erzähl. Es sind wieder die gleichen Fische drin. Okay. Aber es steht, hat es nicht noch einen Satz dazu geschrieben, wo irgendwie steht, dass ein Fisch Minimum einmal in seinem Leben sich muss reproduziert haben, bevor man ihn nehmen darf? Das kann ich jetzt weiter nicht entnehmen. Okay. Weil ich habe nur so einen Screenshot von der Tabelle gemacht. Okay. Es geht nur darum, wie man einen Fisch richtig misst. Okay. Vom Kopfspitz bis zum Schwanzspitz. Ja, genau. Aber das ist noch ein wichtiger Punkt, oder? Das Schonmaß ist so definiert, da sind wir zwar beim Schonmaß, nicht bei den Schonzeiten, aber das Schonmaß ist so definiert, dass der Fisch ein gewisses Alter hat, anhand von der Größe, dass er sich einmal reproduziert, also der Fisch Minimum einmal abgeleicht hat. Ja. So ist Schonmaß definiert. Beziehungsweise anhand von dieser Definition ist ein Schonmaß festgelegt, beim Hecht mit 50, je nach Gewässer 45. Bei den Forellen ist ja ganz krass, oder? Bei uns da umeinander hat sie, ich weiß nicht, ich glaube 28 Bachforellen. Ja, Tessin ist 26 Bachforellen. Genau, und im Bündnerland ist es, ich glaube noch kleiner, 27, 24, irgendwie so etwas. Ja, könnte sein, ja. Und das ist halt auch aufgrund vom Wachstum vom Fisch, weil sie halt in den Bergbächen im Bündnerland, da kann der Ronny etwas dazu sagen, Gaminisch, weniger schnell wächst, könnt ihr auch in der Folge nachhören übrigens, als bei uns im Mittelland. So viel zu dem. Sagt dann auch deine Wissenschaft, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt will gehen, Unterschied von den Fischarten? Haben wir zwar jetzt schon ein bisschen behandelt, aber warum sind die Schonzeiten so verschieden? Warum ist jetzt vor allem eher so Herbst, Winter und der Hecht jetzt vielleicht eher Frühling? Das ist, weil die eine andere Temperatur brauchen, um den Laich zu entwickeln und auch zum Ableichen, oder? Das ist das, was du ja einleiten hast, super erklärt, dass du gesagt hast, die Forelle ist eher so ein Herbst-Winterleicher, also grundsätzlich ein Winterleicher, und der Hecht ein Frühlingsleicher und das Egli ja auch und der Wels eher ein Sommerleicher, oder? Die brauchen einfach andere Temperaturen, um den Laich zu entwickeln, und gewisse brauchen aber auch ein bisschen länger oder ein bisschen weniger lang, um den Laich zu bilden und auch abzudrücken, wenn du so willst. Ja, super. Korrigiere mich. Mega gut. Ja. So habe ich es mir auch da aufnotiert. Ja. Yes. Genau, und da kommt es auch darauf an, wo der Lebensraum ist. Im Fluss, im See. Das spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle. Von der Temperatur auch dann, oder? Ja, denke ich auch. Ja. Wenn wir sagen, eine Seeforelle, die im See schwimmt. Ja, oder eine Bachforelle im Bach. Die hat ja, was hat die am Zürichsee mittlerweile? Ja, ich weiss das nicht, keine Ahnung. 38 oder 40, irgendwie so. Ja, ich weiss es nicht. Fische, die ich nie gehe befischen, das weiss ich nicht. Weil das sind alles Beifänge. Die dürfen ja zum Glück releasen. Ja. Ohne Gesetzeswidrigkeiten.
Eben, dann haben wir regionale Unterschiede. Das finde ich sehr spannend, die regionalen Unterschiede. Ja, haben wir jetzt schon ein bisschen angetönt mit dem, was haben wir jetzt verglichen, Tessin und ja, ich finde es nur Zürichsee, klar, wie haben wir gesagt, Bündnerland. Das leuchtet für mich noch ein, das sind andere Breitengrade, wenn du so weißt, vom Klima her, andere Klimazonen. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass du am Zürichsee oder allgemein im Kanton Zürich darfst du den Fisch, den Hecht jetzt als Beispiel, bis am 1. März befischen, also auch noch Ende Februar. Also ja, Zürichsee, ich gehe immer noch von den alten Schonzeiten aus, wo Zürichsee hatte. Ich rede auch vom Greifer und vom Pfäffikersee. Und bei uns im Aargau hat der Hecht ab dem 1. Februar schon bereits Schonzeit. Also eigentlich schon einen Monat früher. Ja. Die Eröffnung ist aber gleich am 1. Mai. Mhm. Das finde ich noch speziell, dass du eigentlich nur geschwind, blöd gesagt, den Kanton kannst switchen. Und wir haben ja bei uns 30 geht durch Zürich und Aargau durch. Ja. Also hast du eigentlich dort so Grenzen im Revier rein, wenn du so willst. Das Revier jetzt irgendwo festlegen. Das ist eigentlich schon noch speziell, dass es so nah ist. Weißt du, obwohl es ist das gleiche Gewässer, der gleiche Fluss, aber auch ein anderer Kanton. Stimmt, das ist noch spezieller. Oder auch, wenn wir sagen, hey, Zürichsee, Greifensee, Pfäffikensee, alles Kanton Zürichsee und wir haben andere Schonmasse. Ja gut, Greif, Pfäffiker und Zürichsee ist eigentlich gleich. Ja, aber Zürichsee hat doch keine Schonmasse, oder hat er mittlerweile eins? Ja, aber das ist aufgrund des Berufsfischers, weil dort ein Hechtüberbestand sägt und der im Felchen wegfrisst. Mhm. Das ist eigentlich der Grund, warum das der Zürichsee für die Hechte kein Schonmaß und keine Schonzeit mehr hat. Und beim Alpnachersee ist es so, weil dort anscheinend der Bandwurm umgeht, der Hechtbandwurm. Okay. Das ist eigentlich so ein der Grund. Aber auch dort, der Alpnachersee, oder? Im Alpnachersee hast du Hechte mit dem Hechtbandwurm und im restlichen Teil vom Vierwaldstätter See nicht. Ja, ist auch noch speziell. Ich habe nicht gewusst, dass der Hecht sich in so einem kleinen Tümpel in dieser Masse wohlfühlt. Also, und vor allem, dass der Grenzen sieht, die nicht dort besteht. Weißt? Ja. Die menschliche Grenze. Ja, absolut. Finde ich mega speziell. Ja. Aber ich glaube, das ist halt in der Schweiz wie vieles so ein bisschen Kantönli-Geist. Wo jeder Kanton ein bisschen tut und macht und hat das Gefühl, er macht es besser. Und ja, da gibt es noch mehrere Sachen, also Schonmaß und Schonzeiten. Ja, Patent, das haben wir ja, ich weiß nicht mehr, welcher Erfolg mit dem Siro zusammen, wo es ums Fischrap gegangen ist. Genau. Dort fängt es ja schon an, oder? Dort fängt es an, genau. Dann haben wir so ein bisschen die Auswirkungen von der Fischer oder von der Fischerei auf die Schonzeit. Ich habe mir da aufgeschrieben, wie tust du planen, eben wie du vorhin auch gesagt hast, man könnte im Prinzip den Hecht befischen im Zürichsee bis im März. Also im Februar könnte ich Hecht fischen. Ja, du könntest das ganze Jahr befischen. Du könntest das ganze Jahr befischen, ohne theoretisch gesehen, ohne schlechtes Gewissen auf Papier, oder? Genau. Absolut. Eben das, was wir vielleicht jetzt auch in den Raum werfen können, gibt es Alternativen zu den Schonmaß und zu der Schonzeit. Eben sind die noch gerechtfertigt, weil den Klimawandel können wir nicht mehr lügen. Bald kann man bei uns Sommerferien machen und in Italien kannst du Skifahren. Ja. Ich habe jetzt gerade wieder etwas gelesen, dass im Süden von Italien geschneit hat, zum ersten Mal. Seit Hunderten von Jahren wieder. Also sie sind völlig überfordert gewesen mit dem Schnee. Also stimmt es noch, wie wir das mal so gesagt haben. Eben, da fände ich auch spannend, was für die Forschung zusagen. Jetzt habe ich nicht Zugang zu jemandem, der das beforscht. Wie heißt der Forscher, wo einmal... Der Arlinghaus zum Beispiel, das fände ich jetzt mega interessant, ob es dort schon eine Studie gibt. Also ich muss sagen, ich habe nicht zu wenig recherchiert, was das angeht. Ja, viel zu wenig tiefgründig, ja. Absolut. Definitiv. Ich finde das sehr eine berechtigte Frage. Ich meine, schlussendlich hast du auch, eben, auf Papier musst du kein schlechtes Gewissen haben, wenn du an so einen See gehst. Handkehrum musst du halt gleich sagen, der Fisch ist im Laichgeschäft, das ist biologisch so verankert, das kannst du nicht ändern, oder? Die Frage ist das erst im Mai? Ist das erst im Juni sogar? Oder ist das vielleicht schon im April abgeschlossen, oder? Und da ist halt ganz klar, ein milder Winter verschiebt das Ganze. Das ist fix, weil, wenn wir gerade beim Hecht bleiben, der Hecht, der braucht den Temperatursturz, um sich selber vorzubereiten, um den Laich in sich ready zu machen. Und
er braucht nachher auch wieder den Anstieg eben über die 6 bis 8 Grad rein, um den Leichen können das ist seine biologische Uhr. Wenn der Zenit überschritten ist, dann weiss er, hey, jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich. Und dann drückt er eine Leiche raus. Oder? Und wenn das halt nicht stattfindet, wenn wir jetzt einfach permanent durchs Jahr durch den Winter durch 10 Grad haben, das ist so gibt es für mich 2 Fragen, oder? Passt sich der Fisch an? Wenn ja, wie lange braucht er, um sich anzupassen? Gibt es ihn dann noch? Hat er dann noch die Möglichkeit, um sich anzupassen? Und Punkt B, was passiert, wenn der Fisch sich nicht anpasst? Stirbt er an einer Laichvergiftung? Schließe ich jetzt mal aus. Habe ich nicht das Gefühl. Er wird wahrscheinlich den Laich einfach nicht können austragen. Er wird den Laich wieder entweder in Energie umwandeln. Wie sagen wir das? Rebioszieren. Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Oder der Laich wird einfach verfallen und er wird sonst irgendwie ausgeschieden. Und das bedeutet natürlich, jetzt in diesen 3, ich nenne es jetzt mal Worst-Case-Szenarien, wir haben irgendwo ein Problem mit dem Nachwuchs der Fisch. Irgendwo... Gut, das haben wir ja. Das ist ja... bei gewissen Fischarten haben wir das. Ja, aber natürlich, klar. Bei gewissen Fischarten haben wir das schon, oder? Die Frage ist auch, wie weit können wir, wenn wir mühen wir gehen dort? Wie weit geht das noch, oder? Und zum dort eine Antwort darauf finden, finde ich... Ich glaube, das ist mega fischartabhängig. Nicht so kann sich der Fisch anpassen. Ich meine, vor allem Ärsche, die brauchen ja kühle Temperaturen, die haben eher gerne kühles Wasser, fließendes Wasser. Auch im Sommer unter 20 Grad am liebsten, ja. Ja, richtig, ja. Darum findet man die alle in den Bergen oben, wo es eher kühl ist, auch im Sommer. Ja. Ein Hecht könnte ich mir schon, ein Egli könnte ich mir schon noch vorstellen, ein Wels, dass er sich anpassen kann. Das sind eher zähe Fische. Ein Wels habe ich auch das Gefühl, aber da stellt sich natürlich auch die Frage, ich glaube nicht, dass der Wels permanent nur eingetragen worden ist zu uns, sondern der ist ja irgendwo wahrscheinlich auch gewandert. Ja, aber wenn du denkst, Wels gibt es auch im Amazonas. Ja, und dort ist es nie 110, unter 0 Grad. Aber es sind natürlich nicht die gleichen Welsen. Ja, schon klar. Ja. Weißt, wir müssen es irgendwo können unterscheiden, oder? Also, oder irgendwo können vergleichen. Also ich rede jetzt vom europäischen Hecht, das wir hier haben, und ich rede vom europäischen Wels, das wir hier haben, oder? Ja. Und vom Egli rede ich vom Flussbarsch in dem Sinn, oder? Und nicht von einem Bass. Und ja, ist so ein bisschen die Frage, oder? Ja, wieso sind die Fische da hingekommen? Jetzt gerade ein Wels, oder? Der ist ja irgendwie der gewandert. Warum ist der gewandert? Warum ist der da geblieben? Warum gefällt es dem da? Wenn es einem Fisch nicht gefällt, dann geht der wieder oder stirbt und tut sich nicht reproduzieren. Vor allem, wenn du die irgendwo aussetzt in ein Gewässer, da hat es mal Studien gegeben bei uns, an der Reuss ist mal vom Kanton eine Studie gemacht worden. Die haben, Marc, du kennst es, Marc Schlecht, du weißt es von dieser Studie, du bist ja dort im Verein, dass die anscheinend Proben genommen haben von den eingesetzten Forellen. Am Anfang, vor dem Einsetzen, haben sie Genproben genommen, haben sie eingesetzt und haben schlussendlich dann auch wieder ausgefischt, einen Teil, und sind dann wieder proben und es sind nicht die gleichen Gene gefunden worden. Ich kann dir nicht sagen, auf welche Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auf 3 oder auf 5 Jahre raus war. Und seitdem haben sie gesagt, der Besatz von Fisch macht keinen Sinn bei uns, weil du findest die Gene nicht mehr. Ja. Die DNA, oder, von den besetzten Fisch. Und ich sage einfach, wenn es einem Fisch nicht passt, dann geht der oder dann reproduziert der sich auf jeden Fall nicht an dem Ort, wo er eingesetzt worden ist. Ja gut, ist jetzt das Beispiel von der Forelle, die eher heikel ist, oder? Selbstverständlich, ganz klar. Aber am Wels gefällt es ja irgendwo da, auch mit den kalten Temperaturen, sonst würde er sich nicht so reproduzieren. Der sagt ja nicht, ja, mal, ich gehe jetzt da in die Schweiz, weil die Schweiz schön ist und tu mich jetzt nicht einfach reproduzieren, ob ich will oder nicht. Also, ich weiss es nicht, ich habe nie mit dem geredet. Aber. Und wenn man vom Laich, oder von der Laichvorbereitung oder von der biologischen Uhr, hast du es vorhin genannt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch irgendwie, es muss ja vielleicht nicht der riesen Temperatursturz haben, also, du hast ja einen gewissen Temperatursturz in dem Sinne, vielleicht sind es halt 5 Grad anstatt 15 Grad. Aber ich glaube, wenn der Hecht das ja irgendwie mit überkommt oder mit dem geht, wird er sich ja auch an das wirklich gewöhnen. Ich kann mir das schon noch vorstellen, dass das funktioniert. Ist sehr gut möglich. Schwierig zu sagen, weil wir sind keine Forscher oder Biologen. Aber ich glaube, es muss schon irgendwo unter eine magische Grenze kommen. Ob es 5 Grad sind oder ob es 6 Grad sind, glaube ich, macht der Braten auch nicht feiss. Aber ob es 10 Grad oder 5 Grad ist, ich glaube, das macht der Braten schon feiss, habe ich das Gefühl. Die Frage ist auch dort wahrscheinlich einfach,
auf welche Zeitdauer wird es nicht mehr 5 Grad. Wenn es nur auf 5 Jahre ist, weiss ich nicht, ob das reicht, um sich anzupassen. Oder muss es dann auf 10 oder 20 oder 30 Jahre sein. Das ist... Aber absolut, ja, bin ich voll bei dir. Ich fände es mega spannend, was die Community darüber denkt. Sind die schon Zeiten noch die richtigen, so wie wir es hier festgestellt haben, oder müssen wir die vielleicht anpassen? Sind die noch Schuhe, ja. Wie seht ihr das so draussen? Vielleicht hat es auch der eine oder andere Biologe darunter, wo vielleicht Neues darüber sagen könnte. Das fände ich auch sehr spannend. Und was mich noch sehr wundern, glaube ich zwar nicht, dass wir da viele Meinungen haben oder viele Rückmeldungen bekommen, wer geht während der Schonzeit oder während der nicht geschriebenen Schonzeit, also Zürichsee oder Alpnachersee zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich auch noch andere Gebiete, die keine Schonzeit haben, der Untersee, glaube ich, der Bodensee hat auch keine Schonzeit. Könnte sein, ja. Wer geht gezielt Hecht fischen und wie sehen die aus? Also weißt, jetzt im Alpnachersee mit dem Hechtbandwurm, ja. Im Untersee, dort beim Bodensee, weiss ich nicht, wieso das keine Schonzeit mehr hat. Im Zürichsee weiss ich es auch, wegen dem Felchenfischer, also wegen dem Berufsfischer. Haben die dort regelmässig Felchen im Bauch der Hechte? Dass es irgendwie... Sehr wahrscheinlich, ja. Ich weiss es nicht, keine Ahnung. Ich weiss es wirklich nicht. Das würde mich noch wundern, weil ich bin selten einer, der einen Hecht verwünscht. Augenzwinkern. Ja. Jetzt, ich will dich nicht unterbrechen, aber jetzt haben wir gerade zwei Themen vermischt, einfach so, eben die Diskussion, die wir jetzt ein bisschen aufgemacht haben, und halt so ein bisschen, wie siehst du die Zukunft, haben wir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen angeschnitten. Das wären noch die zwei Themen, die ich noch gehabt hätte. Aber sind wir jetzt eigentlich so richtig so ein bisschen reingerutscht. Wie meinst du, wie sehe ich die Zukunft? Ja, genau, eben mit der Klimaerwärmung, eben wie gibt es noch Fische in 15 Jahren? Ja. Sind es noch die gleichen oder sind es dann andere? Hast du noch andere Punkte? Das wären so meine Punkte gewesen, wo wir ein bisschen durchgerattert sind. Hey, für mich eigentlich, wir sind jetzt sehr hechtlastig gewesen, ich zumindest. Bei Megli haben wir jetzt nicht viel dazu gesagt, aber ich glaube, wir haben das Wichtigste erläutert. Nein, du, von mir aus gesehen, ist es also grundsätzlich, was haltest du von der Schonzeit? Wie siehst du? Hey, ich finde es mega schwierig und ich stelle mir, glaube ich, jedes Jahr die Frage wieder aufs Neue. Eben auch, gehst du im Februar noch Hechtfischen oder lässt du ihn wirklich einfach mal in Ruhe? So ein bisschen das Moralische dahinter. Weil du willst irgendwie noch in 10 Jahren auch noch Freude haben an diesem Hobby, willst ich jetzt noch meinem Kind können zeigen. Ja, es ist dafür und dawider. Ich meine, logisch ist es vielleicht einfacher, einen Hecht im Flachen abzugreifen. Macht es Sinn für den Fisch. Mhm. Schon ein bisschen so, mit den Zeiten, ja, ich glaube, da müssen wir dann irgendwann dann schon mal schauen. Oder vielleicht auch, ja, da müssen einfach so viele Leute an einen Tisch hocken, was ich mir mega schwierig vorstelle. Meteorologen, bla bla bla, Biologen, es müssen so viele Leute zusammenkommen, um zu sagen, dass ein Meteorologe sagt, hey, in den letzten, weiss ich nicht, 15 Jahren haben wir die und die Messungen gemacht, wo der andere müsste sagen, hey, der Biologe müsste sagen, ja, die Fische wären dann so und so. Dass das passiert. Glaube ich auch nicht. Stelle ich mir schwierig vor, ja. Ja. Darum sage ich glaube, es bleibt einfach bei dem. Ja. Du? Ich habe das Gefühl, also eben, wie du hast eingangs gesagt, Klimaerwärmung, es wird immer wärmer, das sehen wir. Wir haben aber jetzt immer noch kalte Winter gehabt, weißt, wo nicht nur 2 Tage kalt waren, sondern meistens 1-2 Wochen. Und in der Nacht mit Minusgraden, ich glaube, das mag das Wasser noch genug abkühlen, dass wir irgendwo den Sturz haben. Mhm. Was sich Sorgen machen wäre der Schnee, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ganz klar, das ist die Wassermenge, oder schlussendlich, die wir dann haben, der Speicher. Und das ist ein anderes Thema. Aber ich sage jetzt gerade anhand von der Temperaturen, von den klimatischen Bedingungen, habe ich das Gefühl, sind wir à jour mit den Schonzeiten. Aber auch nicht jedes Jahr. Also ich sehe es dynamisch, wenn man es so kann sagen. Und wenn wir jetzt das Jahr anschauen, wir haben oder die Schonsaison in Anführungszeichen, oder vom Hecht und vom Egli jetzt, dann muss ich sagen, wir haben relativ spät einen Kälteeinbruch gehabt, also erst im Januar rein, wenn ich mich richtig besinne. Ja. Und
das sollte eigentlich schon im Dezember, Anfang Dezember von mir aus gesehen kommen, also rund einen Monat, 1,5 früher, wäre sicher nicht schlecht, um dort die Temperaturen runterzubrechen. Und ist halt einfach, je später dass der Kälteeinbruch kommt, umso weiter vorne verschiebt sich die Tendenz mit dem Leichen. Weil jetzt haben wir es zwar wieder nachholen, habe ich das Gefühl, mit den warmen Temperaturen, die wir jetzt hatten. Wir haben im März haben wir schon einmal schön warm gehabt, wir haben jetzt wieder schön warm. Also habe ich das Gefühl, das Wasser erwärmt sich wieder, wir kommen über den Peak. Es ist zwar schon mal auf 9,5 Grad gegangen, das Oberflächenwasser im Zürichsee, ist nachher aber wieder auf 6 Grad runtergefallen, wo wieder ein Kälteeinbruch kam, ist Anfang April. Und mittlerweile sind wir wieder so um die 9, 10 Grad herum. Also ich glaube, der Hecht, die noch nicht abgeleicht haben, die leichen jetzt ab, in dieser Zeit, in den nächsten 2 Wochen. Wir haben auch, beim Fischen haben wir auch vereinzelt, im Scope siehst du es auch, oder wenn du irgendwo einen Knollen hast, haben wir auch gesehen, die Hechte. Und ich sage halt immer noch, wir haben es nicht befischt, aber ich sage halt immer noch, die Fische, die im Laich sind, die vor dem Ableichen sind, die beißen nicht. Habe ich das Gefühl. Das ist einfach so ein bisschen, also vor allem bei den Hechten kann ich sagen, bei den Egli weiss ich es nicht, da kenne ich mich noch zu wenig aus. Aber vor allem bei den Hechten, die im Laich sind, die beißen nicht. Es gibt, dass ein Hecht Laich im Bauch hat, aber der ist noch nicht unmittelbar vor dem Ableichen. Und klar ist es heikel, aber ein Hecht, habe ich das Gefühl, mag mehr verleiden als ein Egli oder ein Zander. Also mache ich mir bei den Hechten tendenziell weniger Gedanken als bei einem Egli. Aber wärst du dafür, dass man schon, also dass man es eher gegen also dass der Mai eher noch... Dass der Mai in Juni geht, meinst du? Richtig, ja, weil es halt erst im Januar richtig... Also wenn wir ehrlich sind, ja, sind wir erst so Mitte Januar haben wir erst richtig kalt gehabt. Dezember war eigentlich noch über 0 gewesen. Fast T-Shirt-Wetter. Ja. Wie hast du vorher genannt? Moralische Aussage oder willst du eine Fischer-Aussage? Ja, mach mal eine moralische Aussage. Ja, dann soll es in Juni kommen. Nein. Hey, schau, gell, das ist so ein bisschen bei uns Fischer halt, oder? Ich meine, wir wollen alle unserem Hobby frönen, oder? Wir wollen alle unserem Hobby nachgehen, wir wollen Fisch fangen, wir wollen Hechtfischer wollen Hecht haben, selbstverständlich, am liebsten 365, oder? Also 365 Tage im Jahr. Und ich glaube, es ist schon ein moralischer Aspekt, oder? Dass man irgendwo sagt, man lässt den Hecht vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Aber kannst du denn das auch? Und das ist die Frage, oder, die ich gerne stelle. Ja, aber du kannst ja nachher vom Juni an bis dann im Dezember zum Beispiel fischen. Ja, natürlich, aber ich könnte ja schon vom Mai her fischen bis im Februar oder März. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was du eigentlich könntest, gemäß dem Papier, oder? Die Frage ist, kannst du dahinter stehen, wenn du das so machst? Also grundsätzlich muss ich so sagen, wenn jetzt das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist, wenn es 2 Wochen warm ist, dann sehe ich beim 1. Mai 0 Problem zum Hechten. Da sehe ich 0 Problem, weil dann habe ich das Gefühl, sind die Hechte, die haben können und wollen leichen, die sind ready. Wir hatten einen Kälteeinbruch gehabt, wir hatten eine Wassertemperatur von 5,5 Grad gehabt. Wir haben, wenn nicht sogar noch älter, sogar auch 4 Grad, meint es. Wir haben einen Temperaturanstieg jetzt gehabt, im März von knapp 10 Grad. Wir sind jetzt bei 10 Grad. Und wenn es jetzt eine Woche so bleibt, dann habe ich das Gefühl, ist 80% der Hechte durch mit Leichen. Und wenn es 2 Wochen so bleibt, dann werden wahrscheinlich alle durch sein. Gut, das Problem ist, dass wir haben ja nicht konstant, also wir haben eher so einen Peak rauf mit den Grad und wieder runter. Also im März haben wir fast schon 20 Grad gehabt, nachher ist es jetzt nochmal runtergefallen, Ende März. Entscheidend ist ja die Wassertemperatur. Ja, sicher. Die Wassertemperatur, die ist bis jetzt, soviel ich es gesehen habe, nie über 10 Grad gewesen. Ja. Nicht überall. Ich rede jetzt von der Region Seebecki. Und dort war sie nie über 10 Grad gewesen, so wie ich das gesehen habe. Wenn das jemand anders gesehen hat, bitte die schreiben. Einfach so, ich will da nicht irgendwie falsche Behauptungen aufstellen. Und mittlerweile ist sie, ich meinte ziemlich etwa bei 10 Grad. Ich bin jetzt nicht mehr schauen, aber ich meinte ziemlich etwa bei 10 Grad. Das Wasser hat sich auch schon angefangen umwälzen, dass eigentlich die wärmeren Temperaturen runter sind und die kälteren raufgekommen sind, dass dort ein bisschen eine Durchwanderung stattgefunden hat. Und nur schon aufgrund von dem habe ich das Gefühl, sind wir von den Temperaturen her eigentlich so weit, dass die Hechte leichen können. Beim Egli braucht es einen Moment, dort muss das Wasser natürlich bedeutend wärmer sein. Also lässt sich dort eher die Überlegung stellen, sollen wir eine Schonzeit vom Egli bzw. die Laichzeit vom Egli anpassen. Weil dort muss es schon konstant wärmer sein. Dort reden wir von 12 Grad plus. Und das ist für mich etwas, was sich so ein bisschen in den Raum stellt, oder? Ja. Aber sonst, wenn es so bleibt in das Jahr, sehe ich beim 1. Mai eigentlich keine Bedenken. Andere Jahre habe ich gesagt, ja, dort haben wir auch schon Schnee gehabt.
wenn es dann im März hat es zwar das Jahr auch im März noch geschneit, aber wir haben nicht mehr 30 cm Schnee liegen gehabt, bei uns zumindest. April ist noch nicht durch. Der April ist noch nicht durch, genau. Das ist immer noch so ein Sorgenkind. Aber ja, grundsätzlich, also auf deine Frage, ich kann dir nicht ein Ja oder ein Nein geben. Ich kann da eher so ein bisschen, man muss es situativ von Jahr zu Jahr anschauen. Ich fände es mega spannend, wenn gewisse Leute ihre Meinungen kundtun können. Ich fände es auch, wenn wir es vielleicht in der nächsten Folge oder übernächsten Folge nochmal abspielen können. Wenn da ein, zwei Meinungen auch per Sprachmemo reinkommt. Ich fände es mega spannend, wie so andere Fischer darüber denken. Ist ja bei uns nicht das erste Mal, dass wir eigentlich über das Thema reden. Darum haben wir es auch heute in die Folge hineingenommen. Ich glaube, vorletztes Jahr haben wir es auch schon auf dem Zettel gehabt, dass wir unbedingt mal darüber reden wollen. Es beschäftigt uns eigentlich jedes Jahr wieder neu, wie du gesagt hast. Letztes Jahr war es auch so gewesen, wenn es mir recht ist, dass der 1. Mai irgendwie komplett anders war. Also man hat auch noch nicht den Temperaturanstieg gehabt wie jetzt das Jahr. Und ich glaube, es ist eben auch nicht viel gegangen am 1. Mai. Ich bin mir nicht mal sicher. Nein, ich glaube nicht. Ich bin am 2. Mai ausgegangen, ich habe recht gut Egel gefangen dort. Dann habe ich den Techterroute irgendwann in gestellt, weil die Egel voll aktiv waren. Aber siehst du. Das ist aber schon noch interessant. Dann. Das ist schon noch spannend, ja. Ist schon noch spannend. Also haben eigentlich die Egel auch schon abgeleicht oder sind gerade vor dem Laich gewesen? Ja, irgendwie so, ja. Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich wäre eigentlich so weit durch. Hast du noch etwas zum Ergänzen? Sonst würde ich sagen, wir gehen in unsere neue Rubrik Challenge. Sorry. Ja, ich will eigentlich da gar nicht gross ausholen. Ich würde sagen, wir haben 2 Challenges, die wir sicher anschauen müssen. Das ist die vom Linus und die vom Merch. Genau. Und dann haben wir noch neue bekommen, wo wir auch schon Ideen haben. Yes. Ich mache gerade mal Spotify auf. Also Jawohl. die Kommentarfunktion. So, soll ich mal die vom Merch... Hau mal raus. Merch noch geschwind vorlesen. Merch hat ja die letzte Challenge schon geschrieben gehabt, für die es nicht mehr wissen. Challenge. Ihr müsst einen besseren Score als das schlechteste YPC-Team von der Vorwoche vorletzten Sonntag vor dem Podcast schaffen. Ihr dürft allein oder zusammen fischen. Bei euch zählt vor allem aber auch Faktor 1,5. So. Wenn wir es schaffen, bringt ihr das Bier vorbei von seinem bierbrauenden Nachbar. Und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir einen verwendeten Köder als Trostpreis verlosen. Die Frage ist einfach auch noch, was wir gestellt haben, ob sein Nachbar ein gutes Bier macht. Ja. Ob das wirklich eine Belohnung ist. Da ist er nicht drauf eingegangen. Das macht mich ein bisschen skeptisch. Ja. Gut, Oli kommt bei mir an so ein Feldschlösschen über, also von dem her wird es für ihn schon ein Upgrade sein. Heute hat er mal das gehört. Ich habe gehört, Lagerbräu, der bringt auch eine neue Kiste. Übrigens, Lagerbräu... hat das Fischenbier rausgebracht? Ja, ich weiss es nicht. How much cost the fish? Genau, mit Werbung, ein Werbedings haben sie gemacht mit den Aschi Brothers. Ganz geil. Ganz geil. Ja, wir bestellen mal über den Peter. Ja, absolut. Dann können wir mal da ein Feedback geben, ein ehrliches Feedback. Der Aschi hat schon gesagt, wir müssen ihn wieder mal einladen. Dann können wir mal, das wäre sicher wieder mal eine witzige Folge. Da kann er sicher auch gerade ein Kiste Bier mitbringen. Genau, und er hat zur Ausführung, also wir haben dann die Frage gestellt, hey, welche Folge und welche vorletzte Woche sollte ich mit einer konkreten Folge kommen. Und er hat geschrieben, bezüglich meiner Challenge, ihr dürft gerne selber wählen, welche YPC-Folge. Und ich würde es spannender finden, wenn ihr vielleicht auch nicht gerade das schlechteste Team nehmt. Also ein Schneider-Team ist ja keine Challenge. Der Oli kann ja wählen, der Nico muss dann mitmachen. Also ich nehme an, er meint dort, der Oli kann die Folge wählen und ich muss einfach mitmachen. Petri aus dem Schlitz, ich nehme an, es ist ein Glarner. Ziegerschlitz. Also, Merch, wie du mir merkst, sonst würden wir die Challenge nicht mehrmals da behandeln. Wir würden sie gerne annehmen. Ich würde aber sagen, wir treffen gemeinsam die Entscheidung, welche Folge, weil du schaust eher die Folge als ich. Ja, und ich habe schon länger keine mehr geschaut. Wir suchen da eine raus und werden, ich nehme an, das ist jetzt eine Jahreschallenge. Das nein, es stimmt. Nein, es ist YPC Boat, das ist nicht die Jahreschallenge. Okay. Mir hat sich das stimmt, eben auch noch gestellt. Die nächste Folge. Ist das eine Challenge, weil haben wir die gleichen Regeln, 2x8 Stunden? Ja, ich nehme an. Oder ist das bei uns einfach einmal so? Weil dann müssen wir uns schon gut vorbereiten, Oli.
Richtig, ja. Und das Wetter muss dann schon passen. Richtig, ja. Also, es ist nicht so schwierig. Es ist nicht eine einfache Challenge, aber eben, wir haben richtig Bock drauf. Das wäre für mich eine geile Sommer-Challenge. Richtig, lass uns die ein bisschen in Sommer, Herbst verschieben. Aha. Ja, also so Sommer vor allem. Dass wir, ich finde es eben schon geil. Sind wir ehrlich, ich weiss, ich will einen Köder, aber wir wollen auch eine Chance haben. Wir wollen auch das Bier gewinnen können. Im Sommer finde ich es eben schon geil, weil da kannst du zwischendurch noch ein bisschen paddeln, dann kannst du am Morgen ein Tegli holen, dann kannst du ein bisschen paddeln, dann haben wir ja Power Hour, haben wir ja auch, oder? Dann können wir einen Hecht scopen. Ich würde sagen, wir machen jetzt zusammen so einen ganzen Fischertag, Fischverrückt. Eben, das meine ich. Ja, komm, das machen wir. Das meine ich, sind wir zusammen auf dem Boot, oder? Ich habe ja ein Boot. Und dann können wir... Von mir aus können wir es auf dem Kajak machen. Ja, dann musst du die Spots bringen. Ich kann den Schneider-Spots bringen. Okay. Nein, also komm, wir nehmen sie, aber wenn ihr nichts dagegen habt, tun wir sie auch dort anschieben, dass wir auch Chance hätten. Ja, absolut. Aber das können wir dann sonst immer noch diskutieren. Nächstes Mal noch nicht gerade. Aber wir können uns mal ein paar Gedanken machen, wie, wo, was. Voll machen wir. Und welche Folge vor allem, Merch, schreibt das mal noch. Nein, wir dürfen die Folge wählen. Nein, das geben wir ja vor. Vor. Wir machen uns aufs nächste Mal ein paar Gedanken, welche Folge das wir... Wow, da müssen wir alle Folgen durchschauen. Nein, vielleicht nicht gerade auf nächstes Mal, weil nächstes Mal werden wir noch sagen, warum es nicht geht. Ja, wir machen uns Deadline Ende Mai. Per Ende Mai haben wir es. Gut, so machen wir es. Tust du das bitte notieren? Nein. Du bist der Spezialist im Vergessen. Genau. Mach ich nicht. Gut. Haben wir die abgehakt. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Linus, weil der Linus hat vor kurzem gerade noch schnell geantwortet. Der Linus hat geschrieben, wo haben wir denn da? Linus? Warte, der hat es im Insta-Desk geschrieben. Also ich glaube, wir können es das ein bisschen herleiten. Am Linus seine war, dass du einen Meterhecht nicht scopen darfst. Ohne Scope, genau, ohne geworfenen. Scope, ja. Geworfenen. Ich einen Zander muss fangen von der Schweiz und auch nicht scoped und nicht richtig. Auch muss geworfen sein. Beide ohne Scope, genau. beide werfen. Wir haben dann gefunden, hey, es muss noch ein bisschen eine Challenge drin, gerade für dich. Jetzt hat es für mich auch noch mal eine Challenge gar nicht gesehen. Also er hat jetzt aktuell geschrieben, du müsstest 1,10 Meter Hecht fangen. Ja. Haben wir eigentlich im Off auch schon besprochen, finde ich ist okay. Ja, und bei mir hat es dann eine Steigung gegeben, ich müsste jetzt einen 50 Zander fangen und ich darf nicht an den Kundelfingerhof. Ja gut, okay, come on. Easy. Aber ich würde sagen, also, hey, bis Ende Jahr das schaffen wir. Wärst du aber nicht am Kundelfingerhof gegangen, oder? Nein, sicher nicht. Ach. Sicher nicht. Aber mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, aber ich habe gedacht, nein, komm jetzt. Come on, es gibt keinen Zuchtfisch da. Aber ich würde sagen... Sonst gehe ich schnell kaufen im Fisch. Ist das die erste Challenge, die wir annehmen? Hey, ich würde sagen, ich finde es eine geile Challenge, 1,10 Meter Hecht. Was bringe ich hin? Was war dein PB geworfen? Ohne Scope? Boah, keine Ahnung. 90 oder 80, irgendwas dort, keine Ahnung. Ja, aber Freund, und du motzest mich an, 1 Meter Hecht hat locker. Ja, locker, das ist die... Der Unterschied ist, der Zander ist nicht... So ein Werfer. Wenn ich jetzt eben, das habe ich dir ja letzte Woche erklärt. Oder vorletzte Woche. Nein, jetzt musst du hören. Wenn ich müsste ein Ü40 Egli fangen, weil Egli, das ist mein Fisch, oder eine Forelle von mir aus. Aber der Hecht ist ja wie dein Fisch, den du immer befischst. Darum habe ich gefunden, ist ja nicht so eine Challenge, wenn man immer auf Hecht fischt. Mein Fisch ist Schweinsforelle. Genau. Aber komm, ich finde, die Challenge ist so, würde ich so annehmen, dass ich muss einen Ü50 Zander fangen in der Schweiz. Mhm. Und du 1,10 Meter Hecht geworfen. Das ist schon hure heftig. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist schon heftig. Also was jetzt? 1,10 Meter ist schon viel. Ja, sage ich ja. Machen wir 1,0 Meter. Nein, komm, das packe ich. Also gut. Das bringe ich bis Ende Jahr. Also das ist unsere erste Challenge. Challenge accepted. Linus, die erste Challenge, die wir annehmen, ist... Oli, fange einen Ü50 Zander, nicht vom Kundelfingerhof, aber in der Schweiz. Ohne Scope. Ohne Scope. Und ich, Nico, fange 1,10 Meter Hecht geworfen, ohne Scope und auch in der Schweiz. Geil. Perfekt, haben wir die erste Challenge. Bis Ende Jahr. Bis Ende. Das ist eine Jahreschallenge. 31. Dezember. Ja. Also wir können ein bisschen Schonzeit machen, das kommt nicht davon. Nein, wir machen bis Ende Jahr. Egal, wir haben jetzt genug lange Zeit, wenn wir es nicht packen, wir es nicht. Was ist, wenn wir es nicht packen? Konsequenzen braucht es. Hat er nicht eine Strafe hingeschrieben? Nein, hat er eben nicht. Gut, Linus, du hast noch bis Ende Jahr Zeit, um eine Strafe hinzuschreiben. Oder wählen wir selber eine? Und was ist, wenn wir es schaffen? Stimmt, Linus gibt es eine Kiste Bier. Kiste Bier? Also Linus, wenn wir die Challenge schaffen, gibst du uns eine Kiste Bier im Podcast. Und zwar ein gutes Bier aus deiner Region. Wenn wir die Challenge nicht schaffen? Dann sagt der Linus, was er bekommt.
Das ist doch gut. Ist es okay? Ja. Auch etwas in diesem Rahmen wahrscheinlich, aber... Dann haben wir aber noch eine neue Challenge bekommen. Yes! Die hast du vorhin vorgelesen. Hast du die gerade ready? Auf jeden Fall. Also welche? Es sind 2 Challenges. Ich finde beide eigentlich noch cool. Lies beide vor, aber eine davon können wir glaube ich schon machen. Yes. Und zwar die vom Alain Jost. Übrigens, Alain, sorry, die hat es letztes Mal leider nicht mehr im Podcast geschafft. Er ist mit 2 Challenges gekommen, ich lese aber nur eine vor. Und zwar ein Köder nach Wahl, mit Route nach Wahl, innerhalb von 5 Minuten in einen 5 Deziliter Plastikbecher treffen von 10 oder 20 Meter Entfernung auf einem Feld. Also auch auf einer Wiese oder was auch immer. Das ist die eine Challenge vom Alain Jost. Gegen die Challenge von Fabio Alter. Bei 3 Fangbildern die Grösse erraten und der am Schluss weniger Differenz hat, darf die nächste Challenge aussuchen. Die Leute können je einem ein Bild mit Grösse schicken, wo dann die andere Person rätseln darf. Das so gesagt der Oli 3 Fänge parat hat und der Nico 3. Ich finde beide super. Ich finde beide cool, ich finde beide spannend. So zum auf den Bildern erraten, im Schätzen. Ich finde es immer so schön, oder? Es ist wie die du verlierst, sind einfach immer die Grössten gewesen, oder? Ich würde sagen, auch die beiden Challenges nehmen wir an. Challenge accepted. Und wenn das wir noch umsetzen, das müssen wir noch schnell intern schauen. Ich habe mir gesagt, vielleicht schon das übernächste Mal könnte man die mit dem Becher machen. Genau, richtig. Und die mit den Fangbildern, die können wir dann 2 Wochen später machen. Könnten wir 2 Wochen später machen. Aber es ist noch nicht ein Stein gewesen, wir müssen das schnell intern klären, aber es wird sicher eine von diesen 2 Challenges sein für das übernächste Mal. Genau, und dann die anderen drauf runter. Genau. Absolut. Nein, finde ich cool. Dort steht einfach noch nicht Bestrafung und Belohnung. Also gönnt immer Community oder ist es einfach for fun auch? Also, ich würde sagen, also es gibt ja einen Sieger, oder? Ja. Zwischen uns 2 meinst du, oder die Community gegen uns? Nein, ich meine schlussendlich, wenn wir beide eintreffen, innerhalb von 5 Minuten hat der Jost verloren. Und wenn wir die 3 Bilder erraten, dann hat Fabio Alter verloren. Okay. Also gut, weil ja keine Belohnungen und keine Bestrafungen drin sind, wie wir eigentlich gesagt haben, brauchen wir bei diesen Challenge auch noch, haben wir uns schnell Gedanken gemacht. Und zwar machen wir es immer so, dass die Community, wenn wir es schaffen, wenn wir die Challenge annehmen und wir bestehen sie, können wir von der Community oder von der Person, die die Challenge gestellt hat, eine Kiste Bier über für den Podcast. Genau. Und jetzt muss man nochmal sagen, bei den Namen, beim Becher werfen. Der Alain Jost. Beim Alain, bei dir machen wir es so, sollten wir es nicht schaffen, die Challenge, kommst du die Köder über, die der Nick und ich geworfen haben und nicht im Becher getroffen haben. Also vielleicht nicht gerade alle, je nachdem. Nein, aber du wirst ja selbst, du wirst vielleicht einen Wobbel werfen und ich einen Gummifisch, dann kommst du einen Wobbel und einen Gummifisch. Genau. Sollten wir es beide nicht schaffen. Genau, richtig. Schaff ich es mit dem Gummifisch rein und du mit dem Wobbler nicht, kommst du halt den Wobbler rüber. Genau, exakt. Ich habe nur ein Birrenblei dran. Richtig, genau. Nein, ist gut. Du musst bitte das Tungsten nehmen. Ja. Nein, es ist ja ein Köder. Ein Köder. Und beim Bilderraten, genau, vom Fabio Alter. Da müssen wir einfach noch wissen, hey, darf es auch vielleicht in einer Range rein sein, wo man ein bisschen daneben liegen, wäre cool. Und dort würden wir es so machen, dass ihr von jedem von uns... Du, Fabio, kommst von uns dann unseren Egli-PB-Köder über. Genau. Also der Köder, wo wir das grösste Egli gefangen haben, von uns, also unser PB. Was ist es bei dir, Egli? Köder? 42. Köder? Skeletonius Sandstorm. Okay. Bei mir ist es 48,0, ich habe ein Stückchen Braun gehabt. Ein Stückchen Braun 2. Aber den kann ich nicht geben, das ist ein bisschen... Ja, dann gibst du einen anderen. Ja, ich habe... mein grösstes Schweizer Egli ist 40. Und das habe ich mit einem Lazy Shed an einem Jigkopf mit einem Spinnerblättchen gehabt. Gut. Ja. Aber sollte jemand von uns was vielleicht auch noch spannend ist beim Foto, darfst 2 richtig haben, 1 falsch und das ist gleich bestanden. Ja, richtig. Das zum Beispiel. Oder muss ich alle 3 richtig haben? Genau, das wird schwierig. Sonst müssen wir einfach 1 nehmen. Ja. Weil dann haben wir auch eine reelle Chance zum Gewinnen. Also behaupte ich jetzt.
Ja, es muss ja für uns auch etwas es soll realistisch bleiben. Also, genau. Oder 2, wahrscheinlich 3 und dann musst du 2 richtig haben. Das aber auch bei dir sollte jetzt der Nico die Challenge bestehen, seine Fische richtig raten, ich dann neben Lick, kommst einfach meinen Egli-Köder über und der vom Nico nicht. Exakt. Aber so ist es auch fair. Ja, ich glaube, so ist fair. So machen wir das. Jetzt haben wir fast 20 Minuten wieder über die Challenge diskutiert. Ich würde sagen, wir kommen so zum Abschluss von unserem Podcast, zum Ausblick. Nico, seit Jahren sagen wir machen es nicht. Seit Jahren steht der scheiß Ausblick in unseren Notizen. Wir machen es sehr inkonsequent. Richtig. Wir machen es, glaube ich, meistens nur, wenn im nächsten Podcast Gäste da sind. Oder wir machen es falsch. Aber das Mal wissen wir mit Sicherheit, dass in 2 Wochen 2 Personen hoffentlich, man weiß ja nie in der heutigen Zeit, ob das so... Ja. Aus unserer Sicherheit wissen wir es. Aus unserer Sicherheit wissen wir es, dass nächste Woche 2 Gäste werden da sein. Genau. Die etwas Besonderes geschafft haben für Schweizer Verhältnisse. Ja, ich würde es auch meinen, ja. Ich darf gespannt sein, wer da kommt. Yes. Nico, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir sind raus für heute. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier, rufe Fisch verrückt. Treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!